Moin Leute, heute hatte ich mal wieder richtig Lust auf eine Zitronentat und wie wir das Ganze gemacht haben. Seht ihr gleich. Fangen wir beim Mürbeteig an. Geschmolzene Butter, Zucker und ein Ei schaumig schlagen. Dann Mehl hinzufügen und nur so lange rühren, bis es eine einheitliche Masse wird. Dann könnt ihr Glasfolie nehmen und den Teig flach draufdrücken. Dann den Teig im Kühlschrank ruhen lassen und in der Zwischenzeit die Zitronenfüllung vorbereiten. Dazu Zitronen halbieren und sanft auspressen. Dann Zucker in Zitronensaft reingeben und das Ganze aufkochen lassen. Dann könnt ihr 5 Eier mit 20 Gramm Mehlstärke in einer Schüssel verrühren, das Ganze dann in die heiße Zitronen-Zuckermischung reinschütten und drin rühren, bis das Ganze cremig wird. Dann 5 Gramm Gelatine in Wasser einweichen und in die Zitronenfüllung reinmixen und in den Kühlschrank kühl werden lassen. Inzwischen könnt ihr den Mürbeteig aus dem Kühlschrank nehmen und mit Mehl bestäuben, ausrollen und in eine gefettete Backform geben. Nun könnt ihr das Ganze backen lassen. Und ja, jetzt ist auch schon die Zitronenfüllung abgekühlt und fester gefroren. Die wird nur mit kalter Butter zusammengemixt, bis wir dann dieses tolles Resultat haben. Das Ganze verteilen wir dann auf den vorgebackenen Mürbeteig und stellen das Ganze wieder in den Kühlschrank. Nun machen wir die italienische Meringue und dazu müssen wir zunächst Zucker und Wasser erhitzen, bis die Mixtur eine Temperatur von ungefähr 118 bis 121 Grad Celsius erreicht hat. Diese schütteln wir dann langsam in unser schaumig gerührten Ei klar und rühren das Ganze, bis es ungefähr so aussieht. Das Ganze war sogar noch luftiger als erhofft, das heißt, ihr könnt es sogar noch ein bisschen weniger aufschlagen. Das Ganze könnt ihr dann in einen Spritzbeutel tun und schön auf die Tarte Citron draufgeben. Das Ganze haben wir dann zum Abschluss flambiert, damit das Ganze so aussieht. Das Ganze sah dann so aus und hat super gut geschmeckt. Viel Spaß beim Nachmachen.